Vedere und Tschüss, wieder Satz zu Before We Leave. Wir haben letztes Mal die ganze Welt erkundet, wo wir drauf haben, also den ganzen Planeten, mit dem Schiff soweit wir können haben. Und jetzt haben wir gerade dabei, dass wir Handelsrouten übers Meer erstellen, mehr oder weniger. Müssen wir jetzt erstmal schauen, was lässt uns der Hafen alles machen, wie genau funktioniert das, liefern die dann automatisch darüber, wenn die sagen, oh, wir brauchen das. Ah, okay, da kann man, oh, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist ja geil, wenn ich das schon sehe, da freue ich mich schon. Also, wir können von hier Kartoffeln drüber liefern eigentlich, ne? Und wir können, mit der, können wir hier, Obstplantagen opfern oder was? Mhm. Geil. Geil, geil, geil. Dann machen wir da jetzt erstmal das weg. Einfach nur, weil wir es können. Dann. Jetzt haben wir schon soweit. Handelsreisen. Um den Transport in Gang zu bringen, musst du zu deiner ersten Insel zurückkehren, um dort einen Hafen und eine Werft errichten. Dann kannst du ein Handelsschiff bauen und mit dem Transport von Ressourcen zu beginnen. Habe ich schon gemacht. Eine Werft haben wir noch nicht gebaut, ein Handelsschiff haben wir auch noch nicht gebaut. Deswegen darf ich gerne erst. Hört das? Hä? Ah, stimmt, wir haben ja die Schule entwickelt, letztes Mal. Oh, das ist interessant. Ich würde gerne ein Lagerhaus hierher bauen. Ach, das. Das ist ja. Ich vergesse mal, dass es doch ein bisschen anders ist. Dann bauen wir hier ein Lagerhaus her. Weil da nichts ist, was so irgendwie sinnvoll an sich war. Aber ich finde es ganz interessant, was man da alles noch machen könnte mit dem ganzen Zeug. So, die Frage, können wir auf denen eine Plantage bauen? Nö, da können wir nichts drauf bauen. Also, wir können so bauen. Es heißt. Hallo? Muss an der Häfen. Okay. Dann halt so. Dann bauen wir mir da. Und brauchen wir da Wasser? Ich glaube nicht. Und da bauen wir Plantagen her. Wenn es wirklich ist, dass wir Wasser brauchen. Ich glaube eher, dass wir andere Sachen brauchen. Wir haben hier jetzt einen Aufzug, der gebaut wird. Und wir brauchen mal eine Werft. Die Frage ist, bauen wir die Werft hier oder auf der, ich glaube auf der anderen Insel, ne? Ich glaube, macht mehr Sinn. Was hast denn das? Klapperte Tierholzfällerhütte. Ja, ah, okay. Die schlafen dann. Okay. Da wir doch nicht so viel Holz haben, brauchen wir diese Plantagen. Plantagen können wir nutzen, dass wir Holz auf unserer Hauptinsel anbauen können. Also, wir können das dann zu Wald machen. Und Wald können wir dann halt verbessert herstellen und so. Ich hab's mir schon, dass du noch nichts hast. So, was können wir jetzt noch was erforschen, was da. Okay, da brauchen wir rot, da brauchen wir rot, da brauchen wir rot. Gut. Dann gehen wir hier rein. Und. Oh, Brücke über Urteil. Naja. Kann von einigen Tieren beeinflusst werden. Katzen und Hunde gewähren einen Bonus, besonders wenn sie einen Bürger anhält, um sie zu streicheln. Skorpion machen Bürger in der Nähe jedoch ein bisschen traurig. Toll. Wir brauchen eine Schiffswerft. Die machen wir daher. Was wir schon wissen, wir brauchen doppelt so viel Leid wie Dinge haben. Aber was ich noch nicht so ganz verstanden hat, nicht genug Bürger für alle Plätze. Hä, stimmt doch überhaupt nicht frei.
Wie genau funktioniert das? Erzeugt eins pro Aktion. Ja. Wir leben können bitte lagern für Nahrung, bla bla bla. Wie? Also mal ganz kurz. Ist schon erklärt worden, wie sie Bürger vermehren? Oder bin ich einfach nur blind? Oder bin ich einfach nur blind? Produziert zu langsam da Wasser, Rast. Holztoilette errichten, blablabla. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir wissen, wie man. Hä? Also ich habe genügend Platz anscheinend, oder wie? Ja, da sieht man, dass keiner darin wohnt. Aber. Ich verstehe das nicht so ganz. Hä? Also wenn jemand genau weiß, wie das ist, dass sie die vermehren, aber ganz sinnvoll. 10 von 10 erzeugt 1% in 2 Minuten. Aber wie vermehren sie die? Ist das... Das, was ich nicht so ganz verstehe. Steht da nirgends, wie genau das funktioniert. Da muss ich dann mal kurz schauen. Jetzt haben wir erstmal unsere Werft. Versteht zwar immer noch nicht genau, wie sie die Leute vermehren, aber hey. Schaut mit der Zufriedenheit aus. Bei Jobs ohne. Ah, da schau her. Erkundungsschiff. Erkundungsschiff. Kolonieschiff. Errichtet einen Hafen auf einer neuen Insel. Ah, okay, das ist das, was wir vorher gehört haben. Das ist ein Handelsschiff. Das bauen wir jetzt mal, weil das brauchen wir um eine Handelsroute. Wo hier noch hier drüben zum haben. Noch da. Sie haben eindeutig zu wenig Leid. Aus welchem Grund auch immer. Aha. Boah, vorher, ich kann mir jetzt schon gut vorstellen. Nachher steht dann dort ein Bau von bla auf bla. Insel bla auf bla bla bla. Handelsreisen. Es gibt zwei Möglichkeiten, um Ressourcen zwischen Inseln zu bewegen. Manuell oder mit Hilfe des intelligenten Transports. Versuchen wir zuerst, Kartoffeln manuell zu transportieren. Zuerst wählst du dein neu gebautes Handelsschiff und bewegst es zum Hafen auf deiner ersten Insel. Okay. Ich habe zwar dort ein bisschen anders fungiert, weil ich das auf jedem Ding gebaut habe. Jetzt ist Handelsschiff. Okay. Wähle nun dein Handelsschiff aus. Im Fenster Hafenressourcen siehst du eine Auswahl verschiedener Ressourcen. Wähle zuerst die Kartoffeln-Schaltfläche, ziehe dann den Regler auf 20 und klicke zum Abschluss auf Transferieren. Das ist ja geil. Warte jetzt ab, bis deine Bürger damit fertig sind, das Handelsschiff zu beladen. Der Gesamtwert unter Schiffsfracht zeigt an, wie viel dein Schiff geladen hat. Okay. Dann warten wir jetzt mal. Wir haben jetzt 16 von 20. Wähle dein Handelsschiff erneut aus und bewege es zum Hafen auf der neuen Insel.
So, jetzt bringen wir das aus. Dann bringen wir es da her. Mhm. Mhm. Da wir aber nicht wegen Essen hin und her fahren. Normalfall. Handelseis. Wähle das Schiff erneut aus und klicke die Ressourcen auf deinem Schiff an. Die 20 Einheiten Kartoffeln, wähle die Menge aus und klicke erneut auf die Schaltfläche transferieren. Sieh dann im Hafengebäude nach, wie deine Bürger 20 Einheiten dort einlagern. Probieren wir es jetzt mit dem intelligenten Transport. Eine neue Siedlung braucht Werkzeuge, um sich zu entwickeln. Wir sollten daher eine dauerhafte Versorgung einrichten. Klicke auf die Schaltfläche Transport, die auf der linken Seite erschienen ist. Oh, das stimmt. L. Willkommen im Transportmenü. Jede Insel verfügt über eine Karte, auf der die für den Transport ausgewählten Ressourcen angezeigt werden. Klicke auf der Karte die Schaltfläche Plus, um eine Ressource für deine neue Insel auszuwählen. Ja. Mit Hilfe des intelligenten Transports kannst du entscheiden, welche Menge einer Ressource du auf jeder Insel haben möchtest. Anschließend transportieren deine Handelsschiffe automatisch Ressourcen zwischen den Inseln hin und her, damit die festgelegten Mengen erreicht werden. Jede Ressource wird durch eine Schaltfläche dargestellt. Die Zahl auf der Schaltfläche bezeichnet die Menge der Ressource, die gegenwärtig auf der Insel vorhanden ist. Das Symbol daneben zeigt dir, ob die Menge gegenwärtig im Auf- oder Absteigen begriff bzw. stabil ist. Wir benötigen 30 Werkzeuge auf dieser Insel. Klicke auf die Schaltfläche. Werkzeugschaltfläche, stelle im anschließend erscheinenden Dialogfenster 30 ein und bestätige die Änderung. Werkzeuge. Man kann dann später sogar noch ausstellen, von wo. Auf der Werkstattschaltfläche kannst du zwei Zahlen sehen. Die erste Zahl zeigt dir immer noch an, wie viele Werkzeuge sich auf der Insel befinden. Die zweite zeigt die von dir gewünschte Menge. Wir können keine Werkzeuge herschicken, wenn wir keine Bezugsquelle haben. Lass uns das also in Ordnung bringen. Schließe das Ressource hinzufügen Fenster der neuen Insel und klicke auf deiner ersten Insel die Schaltfläche Plus. Anschließend den Zielwert für Werkzeuge auf 20. Was ich nicht ganz verstehe. Okay, das weg ist. Okay. Zuletzt müssen Handelsschiffe die Anweisung erhalten, am intelligenten Transportprozess teilzunehmen. Wähle also dein Handelsschiff und stelle es auf den automatischen Betrieb ein. Ich mal wieder drauf. Okay. Gut gemacht. Das Handelsschiff wird jetzt je nach Bedarf Werkzeuge zwischen den Häfen hin und her transportieren. Du kannst es mit anderen Ressourcen genauso machen. Okay, deine neue Insel hat nur 5 Ziele. Das reicht vorne und hinten nicht. Du kannst deine Bevölkerung vergrößern, indem deine Schule richtest und einige leere Hütten baust. Wieso zum... das muss man doch am Anfang schon erklären. Mensch. Du musst aber zu deiner ursprünglichen Insel zurückkehren, und um die Schule zu erforschen, wenn du das noch nicht getan hast, denn dort wird grüne Forschung betrieben. Das habe ich schon gemacht. Und deswegen bauen wir mir dort erstmal eine Schule her. Und ich denke mir schon, für was ist denn das bitte? Da ist was dort. Aber wir könnten die Schule auch da hinten herbauen, gell? War der ein bisschen sinnvoller platziert, weil da kann man sonst nichts machen. Apropos, ich wollte sowieso erstmal noch. Ich wollte. Das hier. Richtig. Dann gehen wir da rein, ne?
Dann macht man da. Das ist nicht nämlich der Export. Ah, okay. Die muss niedriger sein als wie das andere. Okay. Genau, wir brauchen nämlich auf der anderen Seite Früchte, dass wir die Plantagen bauen können, auf die wir schon die ganze Zeit warten. Weil dann können wir nämlich hier auch sagen, wir würden gern auf der Insel 10 Holz haben. Weil hier haben wir 20 verfügbar. Oh, das ist, oh mein Gott, ich liebe das einfach. Automatisierung ist einfach sowas Tolles. Das ist einfach so toll. So. Hauptsache wird diese Sachen haben. So. Also, dann können wir jetzt da hergehen. Normalfalls sollten wir hier eine Straße haben. Okay, ne? Dann können wir hier hergehen. Genau. Und eine Schule bauen. Dann gehen wir da her. Machen wir das. Und dann gehen wir so her. Und dann können wir jetzt da sogar noch sagen. Ja. Möchte man da noch heißer haben. Weil dann ist das jetzt halt wirklich zu 100% ausgenutzt da hinten. Kann man, warte mal, kann man da irgendwie Pause, Gebäudepause machen oder so. Oder da jetzt erst mit dieser auf hohe Priorität setzen. Ah, das Spiel ist wirklich gut. Wirklich, wirklich gut ist das. Dann da die gerne nur durch Roben. Was ist das gleich nochmal? Steinbruch, gell? Das ist das da. Da müssen wir daher zu denen Sachen. Da müssen wir daher 3. So. 3, 2, so. Ach, wir müssen mal an die Dinge auch nicht. Ich denke, wir müssen mal auf die hier. Ach so. Das habe ich ja vollkommen missverstanden dann bei der anderen Insel, oder nicht? Ach so, warte mal. Ja. Ach so. Das geht ja dann da ja eigentlich. Hey, da habe ich wieder komplett missverstanden. Kann man dann den Import jetzt nur umstellen? Transport verwalten. Können wir da einmal 20 einstellen. Also wir könnten jetzt wahrscheinlich sagen, jo, ich möchte nur ein Handelsschiff. Und dieses Handelsschiff, du kannst im Moment keine Mine bauen. Achte darauf, dass eine Straße zu einer freien Hochlandkachel neben dem gewünschten Rohstoffvorkommen führt. Wie kannst du kein Ding bauen? Ja, führt doch. Die Kirche wird gebaut. So. Andere Frage, bis auf Insel 1 inzwischen dieses Zeigo käme. Bedarf 0, wir haben einen Bedarf. Und zwar weil ich hier hinten
Mich da... Na, da mich eigentlich, ja. Da mich eigentlich mit dem Holzfäller her. Genau da. Und dann mich hier... Da das so haben. Und da ja eigentlich inzwischen noch Früchte am Wald haben sollte es auch funktionieren. Ja, wie es dann da funktioniert. Muss dann bloß mal schauen, ob das wirklich so hier hat. So, wir können davon nichts mehr forschen, weil wir das nicht mehr haben. Ah, Schatz ist... Oh. Das müssen wir uns jetzt schon anschauen, wie das da jetzt genau ausschaut dann. Ah, okay, das wird dann einfach da hingelassen. Okay. Der wartet auf Besatzung, deswegen. Okay. Ihr dürft gern mitmachen, oder? Weil dann haben wir nicht zwei Schiffe, die wo hin und her fahren. Dann haben wir schon mal sehr viel weniger Arbeit. Für die zwei. Oh, das ist schon... Ich finde es schon nice. Ich muss schon sagen, wie gut ich das finde eigentlich. Grundlagen-Tutorial abgeschlossen. Glückwunsch, du hast die Grundlagen von Before We Leave erlernt. Das Tutorial läuft bis zum Ende des Spiels weiter. Wenn du dich von nun an sicher genug fühlst, kannst du ab jetzt jederzeit bitte beachte, dass du die Deaktivierung des Tutorials nicht rückgängig machen kannst. Du kannst es erst wieder aktivieren, wenn du ein neues Spiel im Hauptmenü startest. Okay. Kleider machen Bürger. Deine Bürger tragen Lumpen und sie sind nicht zufrieden damit. Lass uns erforschen, wie wir ihnen bessere Kleider... Oh, das müssen wir... Ich finde ganz ehrlich, dass das wirklich gut ist, wenn man sagt, was man machen kann. Weil wenn man alles nur selber rausfinden kann, muss und kann, ist es einfach so ein Manko meiner Meinung nach. Deswegen lieber wissen, was kommt und was man machen soll. Neue Kleidung wird sie zufriedener machen und die Erschöpfung beseitigen, die von Extremtemperaturen verursacht wird. Mhm. Erschöpfung tritt ein, wenn Bürger zu große Entfernungen zwischen Gebäuden zurücklegen müssen. Etwa 7 Kacheln auf Wüsteninseln und 4 Kacheln auf Schneeinseln. Die Bürger machen dann an ihrem Ziel eine Pause, um sich zu erholen, bevor sie ihre Arbeit aufnehmen. Mit besserer Kleidung lässt sich das aber zum Glück verhindern. Ah, okay. Um deinen Bürger bessere Kleidung zu geben, musst du eine Reihe von Dingen erforschen und bauen. Zunächst musst du Glas erstellen können. Glas ist eine wichtige Ressource für viele Gebäude, einschließlich solcher, die Bürger zur Kleidung verhelfen. Aber bevor du Glas herstellen kannst, musst du herausfinden, wie du Kraftwerke baust. Also fang damit an. Darf ich jetzt spielen oder kommt noch mehr? Es ist wieder ultra laut einfach. Das stört mich einfach. Desto näher du ankommst, desto lauter wird es gefühlt. Was meiner Meinung nach keinen Sinn ergibt. Also es muss ja nicht sein, dass es da ultra laut ist im Ding. Wenn das Lager deines Hafens voll ist, können Schiffe ihre Ressourcen dort nicht entladen. Bau Lager also, um die ankommenden Ressourcen zu verstauen. Ist das auch voll? Ah, Alter, das hat mal. Da haben wir ja gar nichts drin. Werkzeuge, Bretter, das. Was können wir da noch hin, oder? Macht mal. Gut. Dann macht's mal das bitte. Zieht neue Bürger für eine Bevölkerung auf, nachdem die ursprünglichen Bürger aus dem Schutz zum allein zu Hause. Okay. Punkt 1. Wir brauchen auf der ersten Insel. Wieso ist das auf einmal so laut? Wir brauchen auf der ersten Insel ebenfalls eine Schule. Und die würde ich irgendwo hinbauen, wo es Sinn ergibt. Das
Jetzt reißen wir das ab. Ja. Dass wir hier eine Schule bauen können. So. Dann können wir nämlich hier auch endlich mal unsere Sachen ausbauen und Zeug. Ja, wir können Wälder bauen. Noch können wir die. Aber warte mal, das ist glaube ich. Das ist dann Pol. Das sind die Pole, hat das. Jetzt. Ich denke mal schon, hä, Wüsten. Wüste ist ja das. Das ist einfach ein Pol. Erd- und Nordpol. Süd- und Nordpol. Erd- und Nordpol. Der Erdpol. Das war mal witzig. So, dann haben wir da auch lauter neue Bürgers. Wir werden immer besser. Perfekt. So. Dann, wie schaut es mit dem Lagerhaus da aus? Das ist relativ voll, ne? Dann würde ich sagen, wir bauen da mal nur eins her. Okay, das kann man schon wieder nicht vorab einstellen. Der jetzt einfach mal da rein. Schaut euch das so. Schaut euch an, wie da hinten Bäume gepflanzt werden. So. Das heißt, wir können da jetzt halt Holz besser produzieren, wenn ich das richtig sehe. Und dann können wir sagen, wir machen mal da ein Ding her. Bitte einmal abbauen da. Dann macht man mir hier den. Nummer 6. Mein Gott. Dann heute so. Volt. Dann war der nächste Volt, war dann hier, gell? Jetzt, wo wir uns das selber bauen können, wie es ist und so. So, dann macht man da natürlich. Na, halt das. Wait, stopp. Nein. Ich hab mich da verbaut. Okay, da dies hier. So. Müssen wir jetzt ein bisschen schauen. Man kann jetzt direkt Toren herbauen. Aber der hat eher da mal ein bisschen abreißen. Was da hinten so ist. Und dann können wir ein paar so Holzfäller-Camps herbauen.
dann mehr Sinn in dem Ganzen. Also, wir brauchen... Ach, da muss man wieder Weg herbauen, komplett, oder? So kann man das herbauen. Das dann so. Das ist, warte mal. Da wird das herbauen. Dann brauchen wir da. Das ist das Frische. Dieses, was ich wollte. Dann brauchen wir das. Dann kommt da unsere Holzproduktion mehr oder weniger her. Wo das sehr gut ausgebaut wird. Dann kommt da wieder das. Da kommt wieder Holz her. Gut, dann bauen wir da. Einen Weg bauen wir da. Also jetzt sehr viel zum Bauen, sehr viel zum Handeln und so. Wenn wir sehr viel von denen Früchte brauchen, die halt momentan nur wenig unterwegs sind, sage ich jetzt mal. Was wir aber brauchen, ist da ein Erforscher-Ding. Wo war jetzt das da, gell? Ist es das, gell? Jo. Ist das Erforscher-Ding? Bibliothek. Ist das übergreifend oder ist das eine Ressource? Ich glaube, das ist übergreifend, ne? Das ist keine direkte Ressource, was man da hat. Obwohl doch ist. Doch. Das ist eine Ressource, wo man hat. Interessant. Dann müssen wir da eine Bibliothek herbauen. 4, 2. Machen wir da so. Denken wir hier nicht. Wird daher. Kartoffelbrei nicht rumfahren, das ist schon mal das nächste. Gut, du weißt jetzt, wie man Kraftwerke baut. Oh, weiß ich, wie man Kraftwerke baut. Ich habe noch gar nicht so forscht. Nun kannst du die Glasverarbeitung erforschen und oder auch nicht. Du benötigst grüne und rote Forschung in derselben Bibliothek, um die Glasverarbeitung zu erforschen. Ah, okay. Also musst du zuerst genügend Forschung von einer Insel zur anderen transportieren, entweder manuell oder mit einem neuen Handelsschiff oder indem du die Forschung zu deiner bestehenden Transportroute hinzufügst. Okay. Okay. Die Bevölkerung einer Stadt wächst und mit ihr wachsen auch die Erwartungen der Bürger. Bereich 60, 120, 180, 200 erhältst du einen Zufriedenheitsabzug, den du ausgleichen kannst, indem du deine Bürger mit mehr bisschen Dinge versorgst, die sie zufrieden machen. Bessere Nahrung und Getränke sowie andere Sachen. Andere schöne Sachen. Wie deine Inselbevölkerung im Verhältnis zu dem Schwellenwert steht, siehst du im Dropdown-Eintrag mit den Bürgerinfos in der Leiste oben. Oh Gott, ey, das ist schon wieder so. Oh, entweder machst du das oder es passiert nichts. Okay, dann gehen wir mal. Da braucht man dies. Da haben wir dies. Na. Wieder 17 ergibt. Okay. Eigentlich war ich da 0. Ah, ich kann eigentlich wie viel da bleiben soll. Ich sitze. Jetzt verstehe ich's. Jetzt. Gut.
wir haben unsere zweite Insel so gut wie möglich jetzt mal eingestellt. Wir haben einiges gebaut. Und ich glaube, warte mal, können wir da rum jetzt? Können wir das jetzt bauen? Wie können wir das da nicht bauen? Aber warum nicht? Das verstehe ich nicht. Aber da schon? Lol. Okay. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge von Before We Leave. Also, habe Deri.